Die Costa Concordia am Morgen nach dem Schiffsunglück in Italien. Das Kreuzfahrtschiff liegt auf der Seite. Mehrere Todesopfer hat die Havarie gefordert. Bis zu 30 Passagiere wurden verletzt, davon einige schwer. Das Drama begann in der Nacht vor der Küste der Toskana. Die Costa Concordia mit 4.200 Menschen an Bord stieß auf ein Hindernis, möglicherweise einen Felsen. Dabei wurde der Rumpf aufgerissen. Zunächst konnten viele Fahrgäste zügig gerettet werden. Als das Schiff aber starke Schlagseite bekam, konnten keine weiteren Rettungsboote mehr herabgelassen werden. Einige der Passagiere sollen in Panik von Bord gesprungen sein. Der erste Alarm ging am Freitag gegen 22:30 Uhr ein. Die evakuierten Passagiere wurden auf der Insel Giglio in Schulen, Hotels und Kirchen untergebracht. Die 290 Meter lange Costa Concordia befand sich auf einer 8-tägigen Kreuzfahrt. An Bord waren mehr als 500 Deutsche.